Mein Name ist Vincent de Smet, es sind 32 Jahre alt, sind ein Ettelbricker Jung. Und nach meinem Theologiestudium bin ich an den Stage geschickt in ein paar Muselasier, wo ich auch hinter meiner Diakonenweihe bin. Aber wenn du meinst, ich hätte ein Engel wäre vom Himmel gefallen oder ich hätte Licht gesehen, so war das alles nicht. Ich meine, dass du durchkommst, dass ich ja, von meiner Kante der Sohn immer nicht Leute begegnet sind, die ihre Glauben gelebt haben. Und so sind ich dann enge sowas an einer Maske gewesen zu Ettelbreck. Und da kommen mir die Gedanken, die Berufung sozusagen, ob das doch nicht etwas für mich wäre. Und dann habe ich natürlich direkt, der zweite Gedanke war direkt, du hast nicht mehr, Vincent, das klappt nie. Das hat mich aber nicht losgelöst. Dann bin ich bei den dämonischen Kaplan gegangen. Und ich habe ihm das gesagt. Und er hat gesagt, das ist ganz schön, Vincent, wir machen als ich den Schule fertig. Weil du kannst noch immer an das Seminar gehen. Ja, das war am Anfang die erste Kehr, wo der Herrgott mich gerufen hat. Aber ich darf sogar sagen, der Herrgott hat mich zweimal gerufen. Weil nach einem Abführungsjahr, nach einem Propedeutikum am Lützeburger Seminar, bin ich an die Lützeburger Wort arbeiten gegangen. Und da bin ich am Anfang mehr lang geblieben wie viel gesehen. Ich hatte festen Arbeitskontrakt, alles an der Reihe, Freunde, Kollegen, alles gut. Und dann eines Oves an meinem Zimmer hat den Herrgott sich schon gemeldet, für zu sagen, was du war da etwas. Und ich darf nur sagen, ich war not amused, ich war rosen, weil ich schon gedacht, lieben Herrgott, ich habe alles. Ich bin zufrieden, ich habe Freunde, ich habe Kollegen, ich habe einen festen Arbeitskontrakt. Für was lorem die Gedanken, zum Priester zu gehen. Und das hat mich aber nicht losgelöst. Ja, dann habe ich gekündigt, und ich bin zurück ans Seminar gegangen, und ich habe Theologie studiert, sind zum Diakon geweiht gehen, und am 7. Oktober gehe ich dann zum Priester geweiht. Meine Familie hat am Anfang ganz positiv reagiert von Anfang an. Ich hatte meiner Mom am Auto erzählt und meinem Papa auf der Kalatrab. Und hin und immer einen guten Spruch auf den Lippen. Und ich so zu mir, ja, mein Junge, da ist nie geschehen. Und meine Schwestern auch alles positiv. Sie haben immer gesagt, ja, was oder das dein Leben, solange wir nicht müssen, all Tag machen als alles an der Reihe. Meine Kollegen am Anfang auch immer positiv, also ich konnte nie etwas Negatives, natürlich erst von Zeit zu Zeit mal gestüppelt gehen. Aber für meine Kollegen sind und bleiben nicht der Wasser. Das heißt, der Wasser hat zwar nur einen Beruf, die ganz extra hier an ist, aber es sind Wasser. Und dafür ich habe mich ja nicht geändert zu sagen. Aber ich freue mich einfach für den Leuten, mit allen Christen, mit allen Frauen und Männern, die Kirche von mir aufzubauen. Und nicht die Kirche von gestern zu restaurieren, sondern an Zukunft zu blicken. Und vielleicht darf ich präzisieren, dass ja, als Lützeburger so immer den Herr Pastor, aber ich bin ganz froh, mal am Anfang Kaplan zu sein, weil der Pastor ist der, der die Responsabilität an einer Paar hat. Und ich bin mal als ich froh, mal als ich Lehrberuf zu sein. Wenn ich das so spontan darüber antworten, Hölle hat ganz viele Dimensionen. So gesehen, ich meine, das fängt da mal an, irgendwo hinzuführen, der keinen Führerschein hat, oder ältere Menschen den Tablet an den Computer zu erklären. Aber natürlich auch für die Kinder an der Katechese oder für Jugendliche, die Glauben mir zu bringen, an dass sie den Glauben selbstständig entdecken und noch weiter drohen können, sozusagen. Eine andere Dimension, die mir ganz wichtig ist, dass für die Kranken und die Leute dort zu sehen,
Und da denke ich besonders an Lucht. Das heißt, dass ich Jahr für Jahr Foula Blanc begleiten, am Dienst von den Kranken, für ihnen Wallfahrt auf Lucht zu ermöglichen. Ich denke da an den Schluss vom Matthäus-Evangelium, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, guckt, es sie bei euch all Tag bis zum Ende von dieser Welt. Wir Christen leben aus dem ewigen Glauben heraus, dass das Versprechen von Jesus wahr ist. Und das am Anfang als Hoffnung, nur der wir als Leben ausrichten.